Wir diskutieren oder besser gesagt kommentieren haut an 10 Minuten einen neuen Konzessionsvertrag oder ein Teil davon zum Konzessionsvertrag von 2007, den wir nicht kennen. Contrairement zu dem, was gesagt wurde, ist den neuen Text leider viel, mit den alten Text leider nicht viel. Dröppelchesweis als die Publik gehen, ein Dokument mit dem schönen Namen Règle de base concernant le service public, gong recht 2012, 5 Jahre nur der Unterschrift und Deputierten. Ich komme mehr spät auf diese Wolle zurück. Auch ein Schacht Deontologique von den RTL-Journalisten publiziert, an dat Membre vom Verwaltungsrat von CRTU Revenuen, der Teestand Tantiemen, von 220.000 Euro Jahr kriegen, sind wir recht durch eine Antwort vom demolschen Minister Bildchen ob ein Question parlamentär vom Herrn Adam 2010 gewogen. Auch die Wolle muss nach mir genau belegt gehen. Hallo, Herr Präsident, gehen ich meine Motion auf, wo ich frohen, dass am Rahmen von der Kontrollfunktion von dieser Chambre ob den Exekutiv mir eng Ansicht kriegen, ob der komplette Konzessionsvertrag von 2007 den Tisch der demolscher Regierung CRTU für RTL Group Bertelsmann aufgeschlossen gehen hat. Zurück zum Verwaltungsrat. Anscheinend, weil wir kennen den Vertrag ja bis dato nicht, und nicht zu Gesicht kriegt. Geseit der Vertrag 4, dass 3 Administrateure müssen Lützeburger Personalitäten sind, die auch wohnen, an die von der Regierung müssen agréiert gehen. Die 3 Personalitäten sind an ihrem eigenen umgenannt, das heißt nicht als Vertreter vom Staat. Aber bezeichnen natürlich auch, was ganz normal ist, an vergonnenen dat je Tantiemen von, wenn meine Informationen richtig sind, zur Zeit 17.500 Euro pro Kap für 4 Verwaltungsratssitzungen. Das wäre ja alles an der Reihe, wenn sich nicht gerade gäbe 3 Fraktionschefen hier an der Chambre von CSV, DP und LSAP handeln, die Posten besetzen. Spätestens so, wenn den Herr Büttel seine Idee durchsetzt, an der Staat, nein, nicht der Staat, der Steuerzahler, mir all, den Defizit von RTL Tele Lützeburg soll drohen, als das nicht mehr akzeptabel. Mir auch haut schon muss froh erlaubt sein. Für was das massiv Präsenz von der Politik am Verwaltungsrat von einer privaten Firma. Allein der Fett, dass die 3 Fraktionschefe, die Heibannen immerhin länger 40 von 6 Deputierten inner sich schon. Fraktionszwang. Als wir die gave auf Englisch a bold fact nennen. Gesider, mir hun ich am Griff, eis kann nicht geschehen, les politiciens on les a assez bot. Notfalls, dank dem Fraktionszwang, kriegen wir die Gesetze oder die Faveuren, die wir wollen. Leben wir an einem ehemals gewimmer gesagt, wir leben in einem CSV-Staat, leben wir an einem RTL-Staat. Und damit kommen wir zu des Pudels Kern. Die Firma, die 2015 ein Benefis von 555 Millionen als Lützeburg gemacht hat, soll ab 2020 aus Steuergelder den Defizit von ihrem Televisionsprogramm binnen 3 Jahren mit estimierten 30 Millionen subventioniert kriegen. Das ist wichtig, es geht um Meinungsfreiheit, es geht um Meinungspluralismus. Es geht um ein Lützeburger Televisionsschein, das ist wichtig. Noch besser wäre, man hätte mehr wie eng, da wir die Medien an den Meinungspluralismus wahrscheinlich besser garantiert. Das ist auch wichtig, als ich froh, dass Herr Innenminister hier ist, dass wir Sozialwunschten haben. Und trotzdem stimmen wir nicht mehr spät wie heute Mitte. Hier an der Chambre ein Gesetz, wo man so de Fonds de Logement kriegt eine Steuerbefreiung abgehoben, die muss an Zukunft Steuern bezahlen, afin de ne pas encourir le risque de voir cette exemption qualifiée d'aide d'État au sens de la réglementation européenne. Ein Flughafen ist auch wichtig für das Kleinländchen. An aber darf man weder als Flughafen noch als national Airline staatlich unterstützen. Und so könnte man ganz lang 4 fuhren von all den Sachen, die man nicht dürfen, aus Steuergelder subventionieren, obwohl sie wichtig wären. Für RTL gilt die Regel nicht. Es geht schon um Journalismus. An dem Journalismus eine wichtige Rolle an der Meinungsbildung vom Volk. Und dass die Meinung die richtige ist.
Für das zu garantieren, dürfen sitzen auch dann 3 Fraktionschefe von 3 großen Parteien von der Chambre am Verwaltungsrat. Es geht als mit RTL wie mit der Arbeit. Ein Blei, ein Florent von unserer Medien, von unserer insgesamt Firmenlandschaft. Kriegt Unterstützung, kriegt Konzessionen, kriegt Gratisfrequenzen, kriegt billig Bauland. An irgendwann gehören sie irgendeiner mega reiche ausländischer Familie, egal ob die Mittal oder Bertelsmann heescht, an die reißt sich dann die richtig Avoueren unter den Null. Bertelsmann realisiert Kirchbierg ein mega Immobilienprojekt. Mit 100.000 Meter Carré, mit 450 Wohnungen, und zwar durch eine untransparente Firmenstruktur, und möchte ganz viel Benefiz. An die Benefiz leidet Schluss an einer SIGAF mit dem schönen Namen Cluster. Cluster heescht Partitionnement de Données oder Partitionnement vom Geld. Die Guten, den Immobilienprofit ins Töpfchen, an die Schlecht, den Tellesdefizit ins Kröpfchen zum Steuerzahler. Den Immobilienbenefiz wird fiskal neutralisiert, an der Steuerzahler dreht den Defizit von der Telle. Es ist froh, dass der Kollege Krucht abgegangen ist, ob die Repartition der Radio-Tele Internet die urban regel ist. Wie soll ich können auseinander dividieren, wie das den anderen unterstützt, was ja auch gut so ist. Wer nur der Benefiz vom Radio, was der Benefiz vom Internet, wer am Schluss den Defizit von der Tele ist. Alles das, aus all den Ursachen, können wir als RDR natürlich das Proposition verständlicherweise nicht machen. Wir wären für Transparenz, aber wir wären für eine Ausschreibung von allen Telefrequenzen. Das möchte die Regierung nicht, weil sie sich schon der CSV-Unterstützung an diesem Dossier sicher. Und dafür verlangen wir, wann das erkennt, wie die es will, zumindest 3 Sachen. Erstens, was schon staatlich Gelder fließen. Da muss auch sichergestellt gehen, dass die Mission des Service Public geholt wird. An der Annex 1 von dem am Moment nach geheime Konzessionsvertrag, den die Annex als publiziert, heißt La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion. Elle veille à ce que l'accès pluraliste des formations politiques à l'antenne soit assuré et les journalistes veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue. En noch an der Annex 2, dem berühmten Code déontologique, heißt es, der Journalist hat als devoir de présenter l'information dans un esprit d'impartialité et d'objectivité et dans le respect du pluralisme des idées. An dem Kontext, Herr Präsident, ging ich eine Motion 2, die vom Regierung auffordern, dafür zu sorgen, dass RTL das Engagement anhält, und dass das sowohl quantitativ wie qualitativ kann überprüft werden. Lo kann natürlich ein RTL-Journalist oder eine RTL-Journalistin mir vorwerfen, ich gebe nicht selbst behaupten, ohne Beweis dafür zu erbringen, dass der Respekt von der Haut nicht existiert. Mir guckt einfach selber, die Leute wissen nicht, wen als Invité, wen als es Männer, wen als es Zählen, und wen als es nie. Am Kader von der Affäre Lungi hat Herr Büttler das zitiert, der Verwaltungsrat mit der Stimme von unseren 3 Fraktionschefen haben décidéiert, dass eine Gruppe de Travail dédiée à l'éthique créiert gehen, afin de garantir un autocontrôle continu des qualités rédactionnelles, das wäre mir überfällig. Wann Staatshilfen, da fordern wir zweitens, dass kein Politiker oder zumindest kein Aktivpolitiker am Verwaltungsrat mehr aktiv sind. Dass der frühere Staatsminister Samter durch den früheren Minister Schilz ersetzt wird, kann er bedauern, kann er kritisieren, mit kann er nach der Matt leben. Mit dass die Herren Berger, Bodri und Wieseler sollten an den Verwaltungsrat bleiben von einer privaten Firma, die mit steuerlichen Geldern finanziert wird, das ist absolut inakzeptabel. Und ich an ihrer Platz gebe aus dem Verwaltungsrat nicht mehr spät wie heute demissionieren. Drittens, wir brauchen ein Gesetz, wie Madame Adem es ganz richtig gesagt hat, und nicht ein Geheimvertrag. Den Artikel 99 von unserer Verfassung
Gesäit ganz klar fir, dat alles wat de Budget chargéiert iwwer méi wie en Exerzis nëmmen iwwer eng Loi spezial kann gemerken. An dem Gesetz hätte man gerne eng präzis Definition vun den Obligationen an Counterpartie vun der Staatshilfe, zum Beispiel auch ein Kannerprogramm alle zu beier Spruch. Das Kurzdebatt war interessant, und wir freuen uns als er schon so, ob die mir bret gefächert. Debatte am Rahmen von den Medien, an am Umgang von staatlichen Subventionen, das hier Steuergelder, das hat mir alle Guten als Bürger bezahlen, nicht nur und das Medien, aber auch und Printmedien. Geht, wie gesagt, nicht um eine Publikation von dem Vertrag, geht um einen Abblick von der Chambre an den Vertrag. Ich verstehe das Argument vom Herrn Premier Medienminister, dass er sagt, wir müssen am Partner der Tote gucken, und dafür gebe ich die Motionen zurücksetzen, en attendant, dass der Herr Premierminister, Medienminister Zeit hat, mit dem Vertragspartner die Frage zu klären.